Salut an willkommen zur echter Games Review von unserem neuen Games Channel Lux Play. Heute geht es um DMC Devil May Cry, was seit dem Januar für die PS3, die Xbox 360 und den PC zu kaufen ist. Jo, also wir kennt das nicht, ne? Dafür drohen gut am Morgen noch sich probieren gekippt. Den einen oder den anderen Shot am Bam, Moes leistet dort, Kopfweh. Irgend so komische maskierten Tibers am Fernsehen erlabert in den Bullshit. Tja, so geht doch als dem guten Dante, wenn den hat bis mehr Action wieder gleich wird gesehen. Übrigens, hier am Bild oder die Xbox 360 Version, mit PS3 Version und die Xbox 360 Version wollen sie schneiden, weißt also, das sieht schon überall gut aus. Ja, klar, neues Bayer, wer kennt das nicht, ne? Mehr natürlich nicht, bei uns, bei Wimmer bei der Müllers. Ja, das machen wir auch all da, also für was Kleider und das total immer bewährt. Okay, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, das ist ein Reboot von der Serie Devil May Cry. Wie ihr seht, total neuen Design, total neuen Dante, neue Gegner. Auch ein bisschen alt bekannt ist, wie ihr noch gesehen am Video. Du hast Ninja Theory, Menge Min und ziemlich guten Job gelegt, was den neuen Design geht, obwohl nach immer irgendwelche Hater gehen, die so, oh, die neuen Dante, das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil mehr für Lux Play von Spiel gut. Und das ist schlussendlich wieder im selben Belos wie ein Film. Mehr Ball für Geld von. Ja, schön dicken, schlecht gelauten Dämon, so muss das sein. Und die nächsten 10 lassen sich einfach für sich zu stehen. Die will ich einfach nicht mehr gelabert, sie verdecken. Viel Spaß. Bad day for a hangover. Get your filthy fucking claw off my trailer. Mist. Ja, dem Dante sein Bruder Virgil ist auch am Spiel dran, aber zudem komme ich recht spät. Für dich will ich ein bisschen den Gameplay von DMC Mino bringen. Und zwar folgendermaßen. An denen allen Devil May Cry Spieler, weil er gewinnt, dass er verschiedene Styler hat. Der Tisch, Eve ist Stil für Waffen, den anderen für seine Schwerter. Da war noch ein, die Doppelgänger Chargen und dann noch ein, die war ich für Blocken und Geschichte. Bei uns das, was mehr persönlich auch immens gut von den Wäsch gelos, haben sie 100 durch aufs Neue gesagt, nämlich Dämonen und Engelsfähigkeiten. Das ist Dämonen mit seinem Kopf, den Spada, und Engelsfähigkeiten mit seiner Raum. Die holt nämlich von der R2 oder L2 direkt, dann könnt ihr zwischen den verschiedenen Fähigkeiten nie wissen. Natürlich bei den Dämonenfähigkeiten wurden eine Axt, bei einer anderen Waffe nicht. Und bei den Engelsfähigkeiten noch eine Waffe. Und das könnt ihr von mich persönlich schön bequem hin und hier wissen, ohne dass du nach lang musst verzögert und nach rumgefuchtelt gehen. Das mich halt beim Devil May Cry 3 von einem Mensch gestört wird, weil du nicht immer bei der Statue rennen. Am Feier und du gerne, dass du sie was Digipad wissen, ja, noch nicht so da. Und du fand schon die ideale Lösung gefunden. Natürlich geht es darum, viel Kombo und zu lesen, wieder gesehen. Das fand ich, wenn sie das ja immens gut gekriegt, weil das war auch immer so, dass da müssen immens schnell Kombo machen für Danzeichen und Blut zu kriegen. Und hier könnt ihr aber schon ein paar Sekunden warten, für eine neue Kombo zu verlieren, ihr da irgendetwas Neues will probieren, weil wenn er das nämlich so, wenn er getroffen geht, wird der Kombo abgelesen, sonst bleibt es eigentlich. Zum Gegner-Design wollte ich so ein neuen Gegner, also normal Gegner, Hummer, Gefall, ja. Ich hätte aber schon gewünscht, dass du einfach ein bisschen etwas Ähnliches wie. Also sie sieht schon nicht schlecht aus, aber irgendwie wird mich einfach nicht so gehabt, weil ich schon nicht so schlimm fand. Also die Gegner, sie gehen schon in der Reihe, ich habe mir schon ein bisschen mehr erwartet.
Ja, wie der Hai gesehen, die spielt die alternative Spielwelt, wo der sieht, nennt sich Limbo. Und das dann eine Art Parallelwelt, und da sind noch halt all die Dämonen dran, was die Belor erklärt haben. Und dann hast du den Dämonen und Engelsfähigkeiten, nämlich wie du für du gesehen hast. All die zwei, sowohl Dämonen als Engelsfähigkeiten, so eine Art Greifhaken. Mit der Dämonenseite könnt ihr Gegner bei Schild sehen, und mit der Engelsseite zieht ihr erst bei Gegner ran. Das halt die ganz praktisch noch Komboen zu muss von der Loot sieht, für das weiter Laufen zu haben. Allerdings, das wird auch noch gleich gesehen, als er doch mit der Spielwelt verbunden, indem der schon Sachen neben der Hut sieht oder eine Sache bei der Sprung sieht. Mir das sieht er dann spät. Ja, schön Komboen hier. Zum Mut, beim Mori man es gut gefällt, dass eben das da nur man Range-Shot, also du hat die zwei Möglichkeiten, wirklich sein kann ich noch abgeheilt, dann so hochballern, dann ein hochballert. Das tut mir auch gut gefallen. Nee, auch Al-Kombo sind noch dran, wie zum Beispiel die Stinger, das war der Tumor leider nicht abgeholt. Nee, Fans werden kennen, wenn ich erklären, dass wenn man so schwer zu nur 4 springt und dann noch Pumo draufstößt, für dann noch einen ultimativen Schlag zu setzen. Das hat mir immens gut gefallen, dass die Art-Stil da dran gemäht haben, und halt, weil das mit dem rundzählen. Ja, Schluss mal noch ein bisschen Bilder beschwirken, normale Mösch, mit der Story zurück. Another blue rose. Please give me a chance to show you. Flying rats. Wie auch an all den anderen Devil May Cry Spieler gilt an DMC, Devil May Cry auch Secret Missions. Die unterscheiden sich hier allerdings an dem Punkt, dass da jeder se spiele könnt verschiedene Schlüssel muss fannen, der Tisch Bronzeschlüssel für Bronzedieren oder Silberschlüssel für Silberdieren. Dat motiviert nicht nimmen mehr lädt auch an für die Spieler, also für die Level Partner, für die Level Narraket spielen. Und an der heute Mission muss er halt Gegner dazu bringen, dass sie sich selber schuld zu fügen, anderwärts können das nicht erleben. Und das möchte ich also danken. Von der Mission auch
Sterne gut, dann kriegt auch Belohnungen. Das ist auch gleich bei der Gesehen. Nämlich ein Heelkreuz, von der Schmenge Feier davon er gesammelt hat, dann, aha, du hast es ja, dann geht der Level verlängert. Wie que dass es ein Reboot ist, und dann sowieso alles neu gestartet, dass du dich dem guten alle Virgil wird und hin erklärt er, um was es geht. Tell me everything. Some things have always been. There have always been angels, there have always been demons, and there have always been at war. 9 millennia ago, one demon rose through the ranks to take power over the Dark Hordes. The strongest, the cruelest. Mundus. But Mundus did not rise alone. At his right hand was his most trusted lieutenant, his blood brother. Sparta. But Sparta betrayed him. He fell in love with an angel, Eva. The secret union between angel and demon was inconceivable. But it happened. And with it came new life. Twin boys. You and I. A hybrid of the warring angel and demon races. When Mundus learned of Sparta's betrayal, his fury knew no limit. He hunted the lovers down. Eva was murdered by his own hand. And for Sparta, he demanded a more brutal fate. Endless punishment and pain. But even as Eva was destroyed, and Sparta was imprisoned for eternity, each knew that the seed for their revenge had already been sown. Because according to legend, the only beings that can slay a demon king are Nephilim, a hybrid of angel and demon. Those hybrids now exist, you and I. Mundus believed that only one child was born. But there were 2 Nephilim, and each had been hidden well. Sparta armed his sons. The rebellion for Dante. The Yamato for Virgil. So, Mundus killed our mom and imprisoned our dad. Yes. And we're the offspring of angels and demons. Demon father, angel mother. We are Nephilim. The only ones that can slay the Demon King. Good. So you must be the secret ingredient. Who are you? I'm your prom date, you ugly sack of shit. You missed it. My name, by the way, is Dante. Dante, son of Sparta and Eva, the Yeah, but you can call me Dante the Demon Killer. Has a nice ring to it, don't you think? You want to kill me? You can't kill me. I'm 1,200 years old. You don't look a day over 12,000. Fuck you! Fuck you! Fuck you! So, wie ihr auch gerade gesehen habt, als den Dante vom Charakter allerdings ganz senale Brief in der Tisch und als rotzfresh, kein Respekt für seine Gegner und immer coole Sprache gelöpsen. Den Boss von der High gerade gesehen, dass den Succubus, der kommt relativ frei am Spiel. Aber was ich noch wollte zu sagen, ist, dass im Gegensatz zu den normalen Gegnern und Bossen einen genialen Design. So wie eben der Succubus schön degelassen. Ja, guckt euch davon im Menü. So, an Lohn nach für all die Hater draußen,
dem allen Dante nach immer no krechen an den neuen mat dem absolut neisch können nu fenken könne man einfach ne so Dante wärst du live Not in a million years. so dat war als Eich Review vun Lux Play für DMC Devil May Cry. Wir hoffen dass der gefallen wird an falls irgendwelch Proposen Vierschlei oder wer doch immer hut schreibt also in die Kommentare oder an unserer Facebook Lux Play an nach wollte ich hinzufügen einen dicke Merci den Billy Mariani den dat alles geschnitten wird und abgeholt wird den werde auch lo an den nächsten Video heieren und zwar wir melden uns zurück mit einer Preview zu Dead Space 3 und einer Preview zu Metal Gear Rising Revengeance. Bis dann.